zie Joachim Zawatje, als ik klein weer non was, zeiden ze allemaal jachen te mij. En dat is mijn vrouw Renate. Ik was toen mal een beetje afstoren, dat je die ook eenmaal kennen leren. Wie Renate en ik hebben typ 8 Kinder. 4 jongens en 4 meisjes. Einfach vom Herrn geschenkt. En bij een gelegenheid, als onze moeder im Krankenhuis weer, dan komen we met al onze kinderen door het Krankenhuis bezichtigen. En dan zei mijn Schwester als een beetje generisch, die komt de Kawasua-Familie. Wie zijn vielleicht meest krijgt met zoveel kinderen, als het vielleicht ook een ulkelnier door thuis is. Aber wir haben viel lernen müssen und auch viel gearbeitet in Bezug auf Kindererziehung. Und wir mochten die Erfahrung ein bisschen mit Ihnen teilen und hoffen, dass wir Tipps wiedergeben können, wo wir mit arbeiten können. Mein erstes Anliegen ist, ein rechter Vater und eine rechte Mutter zu sein, ist, haben wir unsere Knie wirklich vor dem himmlischen Vater einmal gebeugt. Der Epheserbrief sagt in Kapitel 3, Vers 14, deswegen bete ich meine Knie vor dem Vater, was der einzige rechte Vater ist im Himmel und auf Erden, über alles, was du Kinder hast. Warum ist es so sehr wichtig, dass wir unsere Knie beten? Wenn wir dort nicht tun, dann sagt die Schrift, dass wir in Wirklichkeit Heuchler sind. Wenn wir nicht Kinder Gottes sind, dann führen wir ein Leben, was auf 2 Gleise fährt. Wir müssen dort einmal ganz klar begriffen haben, ohne Jesus Christus sind wir schlecht. Wir sehen nicht das Gute. Wir sind völlig in Süchte verfallen. Wir schmähen, wir süppen, wir pflegen. Wir haben andere Gedanken. Und wenn wir so in Anreinheit leben, dann will wir, wenn Gott uns Kinder schenkt, aber noch haben, dass sie uns gehorchen. Und das schafft nicht. Wenn wir selbst nicht dem himmlischen Vater gehorchen, können wir nicht von unseren Kindern verlangen, dass sie uns auch gehorchen. In bovenop worden Kinder uns rein alle der schicken. Die zijn ganz genau, als Mama oder Papa ehrlich sind. Oder auf die Sache von ihrem Vater, was sie selbst nicht anhören. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ich einmal wirklich an die Knie gehe, nicht bloß mit meinem Körper, auch vor allem im Hort, und sage, vor dem Himmel, ich weiß, dass ich sie schuldig verdiene. Ich möchte abhören, heuchlerisch zu leben. Ich möchte meine ganze Schuld, alle meine Dummheiten, die ich treibe, für die Ausscheiden im Bett, die von ganzem Herzen verzeihen mir, was ich getan habe. Dann wollen wir nie ein Mensch werden. Und er wird uns Kraft geben, ein ehrliches Leben zu führen. Dass wir nicht mehr herantricksen und nicht mehr so tun, als wenn wir viel gescheiter sind, als wir in Wirklichkeit sind. Das ist der erste Schritt, wirklich Kinder zu ertragen, dass wir anfangen, abhören zu heucheln und dass wir anfangen, ehrliche Menschen zu sein. Und das geht bloß durch Jesus Christus. Sein Blut kann von der ersten Tag alle Ungerechtigkeit aufwaschen und reinigen. Und dann können wir ehrliche, abrechte Menschen sein. Und die Kinder werden das auch machen. Und dann fällt ihnen das Gehorchen sehr viel leichter. Wir wissen das alle, dass auch wenn wir noch so erwachsen sind, dass das Gehorchen schwer fällt, wenn die anderen, was uns zwingen wollen, selbst nicht gehorsam sind. Ich nehme bloß mal ein Beispiel. Wenn der Ordnungsmann oder die Polizei sich an keine Regeln hält in dem Verkehr und jemand will über ein Ticket stahlen, dann sagen wir Fuß auf den Baum. Dann sagen wir, das lässt wir uns nicht gefallen. Du wirst ihr selbst die Regeln einhalten. Und das selbst gilt auch, wenn ich Mama oder Papa sein will, über unsere Kinder. Wir müssen anfangen, ehrlich zu sein. Wir können nur dann wirklich gehorsam fordern, wenn wir abhören, das verstärkte Spielen mit ihnen. Und bei dem schafft es auch. Kinder werden uns immer der schicken, das ist ganz, ganz wichtig.
Ist die Kindererziehung wichtig? Der 1. Timotheusbrief sagt in Kapitel 4, Vers 8, wer sein eigenes Haus, du hast seine frühen Kinder gemeint, wer sein eigenes Haus nicht gut versteht, der hat dem Glaube verleugnet. Ja, der hat dem Glaube eigentlich zu sich gestellt und der ist schlimmer als ein gottloser Mensch. Also dem himmlischen Vater ist es sehr wichtig, dort wie die Kindererziehung ernst nehmen. Wenn dort nicht der Fall ist, dann haben wir dem Glaube eigentlich dem Rücken gedreht und wir sind schlimmer als gottlose Menschen und waren so auch die Kinder großtragen. Die waren bloß noch schlimmer sein, als wir das selbst wären. Und euer ich nu auf eine ganz bestimmte Ort angehen, was die Kinder alles brauchen, möchte ich ein bisschen erklären, was für Sorte von Eltern das gibt. Das gibt mehrere Sorten von Eltern, die für sich ihre Kinder sich dort zu schwängeln und die Kinder auch sich dort groß zu merken. Du gibt eine Sorte Eltern, die sind sehr hart. Die sagen, Gehorche ist das Wichtigste. Ob das nun Sinn merkt oder nicht, Hauptsache die Gehorche. Seine Vorderschung, seine Mütter, die arbeiten sehr mit Kontrolle und die versuchen dann die Kinder anzuschüchtern. Mit harten Drohungen, mit Dreiben allerhand. Und wenn das Dreiben nicht taugt, dann waren sie gewaltmäßig und waren sehr hinschlungen und sehr brutal prellen. Diese Kinder waren auch vergewaltigt in Wirklichkeit, manchmal Charpa auch zu sehr geschlagen, das nächste Mal eben auch ihre Gefehle nicht beachtet. Die leihen eben größtes Gewicht auf Regeln. Und dann ist es ganz entdeutet, ob sie die Kinder lief haben oder nicht. Ob die irgendeine Beziehung haben zu den Kindern, das steht entdeutet. Die Kinder aus seinem Elternhaus, die waren meist immer auf zwei Sorten reagieren. Sie bald aus den Kindern das Haus verlassen und fortfahren und wenn möglich noch kader, damit die Eltern niemals mehr seine Brücke. Oder sie waren eben fürchterliche Angst entwickeln. Wenn das so feinfeilende Kinder waren, die sich sehr Ängste und Grüle und große Not darstellen in seiner Situation. Aber beide Sorten von Kindern haben drei Beine, eine große Wut. Du hast dann ganz interessant, wenn wir Ältere dann vielleicht pflegebedürftig sind, wenn wir ganz alt sind, wenn wir vielleicht uns selbst nicht mehr können helfen, wir brauchen eigentlich die Hilfe von unseren Kindern. Dann waren diese Kinder dort sehr schwer, uns zu besiegen. Die waren dann bloß noch, Gott, die Schrift sagt mir dort, und deswegen war ich dort tun, einzige war, dass es dort regeln und wurde trotzdem kommen, aber bloß willst die Schrift und dort sagt, aber nicht willst den Verlangen du noch haben. Dort war den nicht interessiert. Und die meisten waren für sich wieder aufzublieben. Sie waren, auch wenn sie vielleicht nicht körperlich weich kennen, dann waren sie sich treitragen, sie waren nicht vertalen, was sie in ihrem Herzen haben, die waren nicht mitteilen, was sie für Kämpfe haben oder was sie für Gedanken haben. Der Gehorsam spielt sich an beiden Kanten auf, aber für sich sind sie eigentlich rebellisch. Sie mochten nicht gehorchen, aber weil sie diese Angst haben, dönen sie dort. Aber sie sind nicht von heute dabei, das wird ihnen nicht interessieren. Und das ist immer so, wenn wir nicht eine gute Beziehung zu den Kindern haben, dann führt das eben zur Rebellion. Sie sind sehr rebellisch und eure sich darüber und möchten eigentlich bloß forttun. Diese Sorte Kinder können ihre Eltern niemals zufriedenstellen. Die haben immer zu wenig getan. Wenn dann die Kinder vielleicht, sagen wir mal ein Beispiel aus der Schule, wenn das Kind sich sehr möchte und hat aber mal Abend die zweitbeste nicht, der hat nicht die ganz beste nicht, dann kommt das nur der Ältere und dann sagt, check sie dann ab, ging das nicht besser, kann ich nicht nach mehr leisten. Und das nächste Mal hat vielleicht ein Kind alle beste Nöte, was das gibt, dann checkt der Vater vielleicht ab und sagt,
Eigentlich hast du eine Schelle zu leicht, das meint ihr nicht. Wenn du so einfach eine Viehmelke kostet, oder das passt nicht. Also die sind eigentlich niemals zufriedenzustellen. Und dort wird die Kenia so weiter. Von einer Mial wird dann all erwachsen wird, die wir meist 40 Jahre, die sagt 35 Jahre Lothar. Hat mir das immer noch auf mein Hort gebrannt, aus mein Vater mir sehr oft vorgedeiht. Ich hatte einmal ein Jahr alles bloß die Baste Nöte, dann sagte der Vater bloß feierlich, die Schell muss so leicht sein, und das ist ja nicht. 35 Jahre brennt sind, sagt dann noch einmal auf ihre Säule, und sie litt so ja durch. Wenn seine Kinder dann aus dem Haus kommen und frie, dann sagen sie, ich will nichts von Regeln weiter. So viele haben damit einmal ein Haus, du arbeitest sie ganz ohne Regeln. Alles lassen sie fallen. Die Kinder können dönen und lassen, was entjankert. Aber das ist auch nicht gesund. Das Kind fühlt sich nicht geläuft. Die Vater nimmt nichts. Wenn die Kleine mal spielt, ich hielt, oder wenn den Blumentopf verrietet hat, oder die merkt Gemüse geworden, und so wieder. Alles essen dönt, alles lassen sie gehen. Seine Kinder fühlen sich auch nicht geläuft und entwickeln auch eine Wut. Die Worte sehr nervös mit der Zeit. Bloß mal ein Beispiel, ich glaube, das wird jetzt vielleicht nicht passieren, nicht? Aber da wir ein Vater, der ging in sein Auto, dann will er fahren. Der will von einem Ankaufen ein Haus fahren, und der Junge will nicht anstehen. Vorher ja schon bei. Den würde ich wie schön angehoben haben, nicht? Aber er hat ihm nicht antworten, sagt er, wollen wir doch fahren, steh doch an, ne? Nicht stehe ich nicht an. Dann sagt der Vater, nu will er mal sehr streng sein. Weißt du was, Junge, ich werde nicht mehr aus 10 Mal Frau aus der Westen anstehen. So, das ist ein bisschen schwach, nicht? Aller Typ. Seine Kinder, die der Ältere, so sagen, tyrannisieren. Du hast jetzt eigentlich gerade umgedreht. Die Kinder fühlen sich auch nicht geläuft. Der Ältere haben mir nichts dabei und wurde innerlich auch wütig. Die Bibel sagt ganz klar, dass die Kinder nicht zum Zorn reizen, das ihr nicht vereuren, und das ist auch ein Weg, um den zu vereuren. Dann gibt es Ältere, die haben nicht Regeln, würde vielleicht etliche haben, aber die sind die Kinder einfach gleichgültig. Die sind durch, waschen sie ab aus Karten hin, aber waren es nicht an, dass die geraten waren, die waren auch nicht an, dass die nicht mehr einmal Späßelchen fahren können, dass sie nicht mehr einmal so Schöte bringen können. Und die waren eben alles nicht an, was mit den Kindern passiert, während sie non waren. Die waren auch nicht an, wenn die Kinder nicht durch sind. Die Frau auch nicht nur deren. Die waren nicht an, wenn sie wieder weichrennen oder wenn die vielleicht anfangen, süchtig zu werden mit irgendwas. Keiner nimmt den wahr und sie fühlen sich nun nicht. Du hast keine Beziehung, du hast auch keine Regel. Der Vater vermittelt eigentlich dem Kind, du bist einfach nicht viel wert, du bist einfach eine Null, du spielst keine Rolle im Leben. Wenn du durch bist, es geht, und wenn du nicht durch bist, es auch geht, dann spielt alles keine Rolle. Ich möchte nochmal Hortelei, Ältere, die Kinder, die Kirche dort, sie weiten dort ganz genau, auf wie die Kinder bloß auch vorgewählt. Auch selbst wenn wir mal mit denen spielen, weiten die sehr wie dabei, jetzt uns dort auch scheint, sehr wie wirklich begeistert mit ihnen zu spielen, oder weil wir den bloß babysitten, nicht? Und wenn Ball haben, 3 Rollen, vielleicht nicht mal einmal treffen, will sich nicht weiter auf den Ball als du hast. Das heute, uns sind die Kinder eigentlich ein Dönt. Aber dort, der schicke die. Nun möchte ich aber auf ein Modell hinweisen, wo das eigentlich besser ist. Der Lauf vom Vater und von der Mutter zu den Kindern ist hier durch die Gegend, die haben Regeln und die weiten auch, zu was die Regeln durch sind. Die Regeln haben immer 2 Ziele. Das eine ist, die Kinder zu beschützen, dass sie zum Beispiel an Körper, am Lief nicht Schuld nehmen oder an ihre Säule, am Jäst nicht. Und dann zu unterstützen, dass sie groß werden, dass sie viel Kenntnisse lernen und dass sie sich in der Welt weiter können und damit umzugehen. Wenn der Vater sagt, gut anders spielen, weil hier ist ein Deibezist, ich kann den anfallen, dann haftet ein Sinn.
Aber nicht bloß einfach sagen, gut, Food hier, ohne dass es einen Sinn hat. Also du sind der Regeln mit sinnvollen, schützenden Sachen verbunden. Und der Ältere interessiert sich wirklich für diese Kinder. Die sehen das Beste für ihn. Und die haben auch größtes Interesse, was in die Kinder für sich geht. Wir dort noch ganz praktisch ist, wo ich ein klein bisschen noch Dollar utführen. Wenn wir das nun einmal klar haben, was von der Art und Weise, weil wir mit den Kindern umgehen, dann möchte ich wieder darauf hinweisen, dass die Kinder ertragen, nur bloß gelingt, wenn morgen früh bei Töb arbeiten. Und dort fängt du an, dass die Vater seine Mutter wirklich läuft. In der Epheserbrief sagt auch in Kapitel 5, je Männer läuft jene frühs, das Christus der Gemeinde geläuft hat. Das ist was ganz, ganz wichtig. Je Männer, die sollen die frühs, die Familie ernähren und pflegen. Was bedeutet das Pflegen? Das Wort Pflegen bedeutet eigentlich Warmhöhle. Warmhöhle bedeutet, das dasselbe Wort, das ist eine Mutter mit einem kleinen Baby. Wie hat eine Mutter ein kleines Baby warmhüllen? Die nimmt das viel am Arm, die hat viel Körperkontakt, die können sich sperren, das brauchen die Kleinen. Die gucken den viel an, lachen und freundlich mit ihnen und reden sehr viel. Das selbe Wort ist uns Männer abgedrückt, mit der Frühs umzugehen. Wenn wir schmarren, dann fällt uns das gut schwer, die Frühs hier in den Arm zu nehmen. Aber sind wir einmal befreit, dann haben wir es vergessen. Das ist ein bisschen sonderbar, das soll wir mal zwar anlernen, nicht? Denk doch mal, wer läuft hier miteinander umgehen als die Schmarde. Er ist das Wort Schmarde bei Ihnen auch bekannt. Ich weiß nicht, das ist vielleicht bloß hier. Auf jeden Fall. Wenn nicht, dann fragt nur Herr No, was das wäre. Ich habe alle Momente genutzt, mit der Früh viel zu reden, mit der Brut. Sie ist die Mutter mit der kleinen Kind, viel reden. Und da bin ich in der Kirche. Damit, wo wir unser Leben an der Früh wiedergeben. Das ist hier einfach an der Schrift geschrieben. Und dann sagt der Thessalonicher Brief noch, das am jene Früh war. Nicht, dass die Herde dort in Begierde, dass sie bloß ihre Last leben, nein, das am den war. Siehst du dort mit der Brut gewahr haben, so soll ihr dort auch Männer im Zustand sein, wenn sie befreit sind. Und wenn dort gelingt und die Früh sich wirklich geläuft fühlt, dann können wir uns auch die Kinder zuwenden. Die Früh muss sicher sein, dass der Mann wirklich läuft hat. Und wenn dann diese Sicherheit du hast, können sie dort auch an die Kinder wiedergeben. Und das ist von daher ganz wichtig, dass die Früh spürt, mein Mann ist wirklich besorgt darum, dass mit Schein geht. Prüft das mal aus. Dass die vielleicht einmal wird oder noch für eine Frau, Mutter oder Frau, jetzt die dort scheint, will jetzt die dort wirklich. Mir interessiert das. Ich glaube, meist jeder Frau wird sagen, nu würde du noch fragst, jetzt mit der viel scheiner. Das ist aber allerhand, dass die dort interessiert. Na, wenn du eine Sorge hast, dann will uns hinsetzen, dann will wir spazieren, dann will alles durchreden. Das ist die Früh sehr, sehr gut. Und dann können sie locker werden, dann können sie sich entspannen und können sich auch die Kinder zuwenden. Das ist, was wir Männer unbedingt leisten müssen, euer wie an die Kindererziehung nachgehen und daran denken. Die Früh sind eben säuerlich verursacht und haben für ein säuerlich Wirtgefühl. Und du mit dem Mann, der an ihre Armstriebe und er stabil war auf der Beinstelle und er viel Komplimente merken, dass sie dort dann eine Schmarte die immer weiter getan haben. Die Männer sieht nicht besser in der Früh. Das ist so ganz, ganz wichtig. So sagt auch der Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 19. Wenn die Früh mal vielleicht eine andere Ehe ein bisschen aschuldige Frau stellen, dann je wie ein bisschen Dame antworten drei. Das soll nicht so sein. Dass wir vernünftig und geduldig antworten, nicht kalt sein, nicht träschnützen oder vielleicht sogar schlecht merken mit dummen Witze. Das gehört sich nicht, wie wir die früh
en grote eerbaarheid en respect behandelen. En wenn je dan de Kinder aannemen, fällt sich die Frühbohren ab nach seiner Leeft. Wat schätzt je an je Mann? Wat vind je ze sehr aantrekkend an der wat moet een man doen? Dan komen er 3 Sachen uit. Dat eine ist, der Mann soll hier mit Kinder spielen. Dann fällt die Früh sich abgeläuft. Der zweite ist, der Mann soll hier mal auch mit uns ein bisschen witzig sein. Am guten Sinn, nicht in dem Vordermerker, im Spaß haben. Das gleiche die Früh ist auch so. Die Früh ist dann einmal leicht ein bisschen mütlos, ja, die sind leicht am Boden. Und das dritte wir, der Mann soll technisch begabt sein, er soll auch mal eine Ballbettweizel kennen oder eine Waschmaschine reparieren. Ich glaube, das fällt uns alle nicht sehr schwer. So, wie Männer haben große Möglichkeiten, in gut anzukommen bei unseren Frühen. Die Frau nicht auf der Bock zu dick ist oder die Haare cool sind und so weiter, das ist dann gar so wichtig. Und das ist, was gerasselt, da haben wir dann alle eine Möglichkeit, bei den Frühen gut anzukommen, bei unseren Ehetus, ja. Das nächste, wenn wir das geklärt haben, wenn wir als Mann und Frau uns gut verstehen, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns nu auch die Kinder zuwenden. Und die Bibel sagt ganz klar, die Kinder sind immer ein Geschenk von Gott, die haben uns aber bloß ausgeliehen. Und das Ziel ist, dass wir die Kinder waren, 3 nach Gott bringen, dass sie durch waren, 3 kommen und auch ihre Abgabe von Gott her übernehmen. Aber das ist bei sehr vielen Lieden nicht so, dass sie sich über das Geschenk freuen. Mit einmal malt sich ein Kind an und wir sind vielleicht nervös darüber. Das passt uns nun vielleicht nicht. Vielleicht habe ich ein bisschen geäuert und ihr habt das schlechte Gefühle. Und du betest von ganzem Herzen, bitte sagt für Gott, wenn du das Kind aus dem Geschenk gedacht hast, dann will wir das dankbar in deine Hand annehmen. Ob es nicht zur Zeit kommt oder zur Anzeit, das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder Kind, das sich anmalt, ein Ja von der Eltern hat. Wir freuen uns das. Und nicht, dass wir darüber jammern, dass nu vielleicht war ein Kind. Das andere ist auch wichtig, wir freuen uns, dass das Kind selbst das kommt. Einige haben vielleicht immer wollten Jungen haben und da kommen immer Mädchen. Der andere wollte bloß mal Mädchen, da willst du immer bloß Jungs kommen. Dass die zu jeder Geschlecht und zu jeder Kind, dass es utlässt, dass es kommt, von ganzem Herzen frei. Und sage, Gott, ich will das von dir als Geschenk annehmen, das ist ganz wichtig. Weil, auch wenn die nervös sind, ohne dass die was sagen, sperrt das Kind das. Das Wort das sperren, meine Mama und Papa nehmen mich nicht bedingungslos an. Und das darf dann eben irgendwann auch schaden in der Erziehung. Und sie können vielleicht vieles nicht erklären, aber sie sind nervös und rebellisch, weil sie sich einfach von Anfang an nicht angeläuft gefällt. Das ist daher eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Wir haben zu alle Kinder, was sie anmelden, in Jodute. Und ich habe auch vorher gesagt, wer geht man mit einem Kind an, mit einem kleinen Kind, aus der Mitte, der die kleine Kinder nur Jesus brachte, was tut er? Kriegt das, was ich all sehen. Er nahm die eine Arms, das heißt, er hat Körperkontakt, die können die Hüt sperren, die Wärme sperren. Jesus hat die Sache gestrichelt. Da steht geschrieben, er herzte sie, ja, er hat uns heute neu gedreckt, hat er Bescheid genommen, hat uns Sache an die EU geschickt und auch freundliche Wirt gegeben. Wenn wir unsere Kinder anschauen, nehmen wir uns die Tüte, sehr viel mal sagen wir zu den Kindern, wenn sie eingehorsam sind, check mich mal an die Uhr, dass du nicht leer, oder sagst du mir die Wahrheit, und dann check wir mit so einem Barterschattels auch nicht. Nu siehst du, was Stück die Wahrheit sei, ja, blieb mal gescheit. Der wir unsere Kinder bloß dann verwartet anschauen, wenn sie angehorsam sind, oder können wir auch mal live-tulich die beobachten und betätigen, was sie tun. Das ist ganz wichtig. Vielleicht spielt das dieser Geschmack und das fängt ihr sehr interessant. Und dann checkt die Kleine vielleicht ab und sagt, was checkst du, Mama? Na, ich finde das so schön. Da wurde sich so ein bisschen Entchen mit Geboten frei und Genevier, nicht? Das lässt sich fern, was du da alles tust. So, das ist ganz wichtig, auch einen live-tulichen Blick
freundlich Blick, freundliche Werte haben und eben auch Körperkontakte brauchen die ganz, ganz dringend. Das ist auch wichtig, wenn die Kinder auf Bescheid abkriegen wollen, dass wir die nicht einmal rausschieben und so gut mal spielen. Ich sage einmal, ich habe wenigstens 17 Jahre, die ich niemals loslassen dürfen. Wenn ich die einmal loslasse und die da irgendwo auf Hand gestellt haben, dann klopft dann wird die angeschmiert, aber die Kleine ist da gepenselt. Aber die dürfen immer zu aller Zeit Bescheid abkriegen, wenn ich mir irgendwo hinsage, oder bei der Mutter. Das ist ganz wichtig, dass wir uns nicht zu schade sind, wenn die Tischmarke Kleider haben, schön amtragen, das darf schwingen schwören, das hindert nicht. Nicht einmal bloß einmal raufsträuben, Wahrscheinlich gut spielen. Das ist ganz wichtig. Die Kinder wollen eben den Sperre, die wollen einen Körperkontakt haben. Und seine auf sich auch wirklich geläuft wurde. So vermitteln wir unsere Leute end. Sehr wichtig ist auch, dass wir Mama und Papa sozusagen die Erziehung gemeinsam tun. Vielmal ist es so, dass einer von den beiden strenger ist als der andere. Vielleicht ist die Mutter vielleicht ein bisschen weicher. Dann läuft die Vater Heimat dort ein bisschen Tragbe, du denkst, dass er Hühnchen ist. Oder die Mutter isst zu Hühnchen, was der Vater ist. Und dann nimmt das Kind vielleicht ein Bescheid und tröstet, ja, ein paar Hafe überdrehen und so wieder. Nee, das darf nicht sein. Jemand muss einig sein. Wenn ich zum Beispiel an die Kinder geschacht habe und die kleine Schule sich bei Mutter tröstet, dann hat die Mutter mir gesagt, go ein paar. Die musste sich bei mir utheilen, Bescheid, aber nicht bei der Mutter. Sonst können sich mit einem Partie gründen, nicht und dann einer jeden anderen kämpfen. Das darf nicht sein. Jemand durch einig sein und nicht gegenseitig eine Erziehung annullieren. Das kann auch sehr leicht passieren. Und dort muss ihr dann auch viel miteinander reden. Weil wir dort, wenn Regeln, weil wir dort die Kinder die anhören. Weet je wie nu ook die Kinder gut brengen? Weet je wie onze Werte omhoortleggen? Waarom dat? Waarom een goede Beziehung? Zodat die Kinder zeggen, oh, ik mag zo als Mama en Papa zijn, zo mocht ik ook zijn wanneer ik groot zie. Weet je den Wunsch waardje? Dat eerste is, Kinder, wenn die non was haben, sehr viel Frauen. Unsere Kinder haben manchmal 3 Frauen gestellt, als die erste beantwortet hat. Dann früher, ja, wenn soll ich nicht beantworten? Na, die hat die erste Battle verjährt, bloß nach der letzte, nicht? Naja, dann nehmen wir uns die Tim, die beantworten. Und dann kann es auch wieder leicht passieren, dass uns das zu viel wird. Dann war wir nervös. Aber das tut nicht. Das sind sehr, sehr wichtige Momente, für sich alle Frauen zu beantworten, was die ihnen stellen. Und nicht bloß dort. Dass die Bohnen noch nie schwierig sind, wieso fragst du es das? Oder wieso sagst du dort? Dass die Kinder noch sozusagen angerätzt wurden nach meiner Frau. Dann weiß wie wirklich, was eine Kinder ihre harte Beine ist. Wenn dort nicht, dann sind sie sehr leicht schuchter, merken hören, wie weit ich was die wirklich denken. Wenn je weiter, was die Kinder denken, dann kann je den auch viel besser lenken. Dann kann ich sagen, das wird die nicht utkommen, oder dort wird schaffen, und ja nicht. Und dort ist das sehr wichtig, wie eine Kinder ihre harte nennt. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel vertellen, wer dort rennt. An einem Jahr und dann habe ich an einem Baum ein Haag angelegt zum Reparieren, da wir im 2 brauchen. Dann kommt ein Paraguayer, ein Hiesia, auf dem Hafen ab und redet sehr laut. Ketalpatron, wer jettet? Nein, wer jettet nicht, aber der kann nicht platisch. Kommanda, Ketalpatron, und sie reiste immer waren sehr laut, bitte gewöhnlich laut. In meinen 10 Jahren, oder ans 10 Jahre schon jung, oder wieder noch ein bisschen jünger, die Stunde besiegt, und der checkt mit seinen großen Jungen, der weiß nicht, was ihm wir. Dann ging ich noch an und dann frage ich dem, was fehlt, was willst du wählen? Na, ich mochte einen Sack Krebsfrucht, und dann mochte ich nach dort in Minola Plata fürst. Wir wohnen in Scheintul, sind 12 Kilometer auf von hier. Dann sehe ich, ich wollte den Sack Krebsfrucht holen, aber stell die auch noch aus hier vor, viele Autos in La Plata, die war schmeißt, wo es nicht gelernt hat, Hand mit vor, ich hatte nicht die Team, die da haben für.
Dan ging ik met een plastic zak in een gorde. Dan hier ik met een hinter mij door kwam mijn bijl hier aangerand. Dan kijkt hij me aan en zegt hij, wat is? Dan vraagt hij, wieso redt u zo luid? En wieso dacht hij immer datzelfde? Nou, ik zei, als ik een beetje reizen deed, kon ik dat drinken. Die had een beetje te veel schnaps gedronken. Die had een beetje te veel bier oder schnaps, ik weet niet wat. Ja, wat is dat dan? Nou, ik zei, dan weet ik wat hij vorher gezegd heeft. Dus wen waar hij holte zich. En die weet ook wie luid hij is. Dat kon hij niet meer controleren. Ja, wat is, wenn hij nog meer drinkt? Nou, dan kan het zijn dat hij ook handvalt en niet meer afsteert. Dan moet hij eerst mal eenmaal sloepen. En dan zag hij dat zijn uren de banen im kop door aan een film. Ik kon hem dat aanzien. Die grabbel ganz gruwelijk zijn. Ik wist, nee, nu wat meest voets een vrouw komen, die moet ik vernünftig beantwoorden. Maar dan zegt hij, pa, was die niet drinken? Nou, ik wil niet drinken. En wanneer dat was? Nee, jongen, ik wil niet drinken. Je hebt me het vast genomen, maar ik wil niet drinken. En wanneer de dag was? Die leidt niet naar. Nee, ik wil niet. En wanneer het vergeten was? Die wil einfach een grote zorg. Dan zei ik, jong, weet je wat? Du hast het met gekregen en du was het een deintje huilen, du was het niet vergeten. En wanneer ik dat vergeten was, dan was die mij deintje helpen. Ja, dat was ik. Zo. Dat zijn zaken, deze gesprekken zijn manchmal 3 oder 4, 5 minuten. Maar die kleine weten ganz genau, waar ik te alcohol sto. Doe ik hier met zo'n gesprekken worden de kinderen aan wat je weerval is. En dat zijn de wichtigste momenten wat je in de kindererziehung erleben kan. Bitte nutzt het uit. Ik geloof, je hebben allemaal zo wat erlebt. Ik deed ook mal een beetje met onze grotere jongens strokhaken. En die denkt het niet unbedingt so ja wunderbar schijnen. En dan vraagt einer, meist kan einer met voetbal spelen ook zoveel verdienen dat ik maar broek strokhaken. Nou ja, zeg ik, dat geht. So ja goed. Maar hij had groot erlebt dat einer zijn ganzes huis verkauft. Nou, wieso? Bloß um eine Höhe durch ein Konzept betonen. Nou, wie geht dat? Nou, dat zegt je al de schrift. Wer nu een Höhe heeft, die verliert ganz zijn ganzen Haben Geld. Die wordt al het geld uitpatteren en uitsmieten en die wordt battlearm worden. Maar jongens, weet je wat? Wat nog gefährlicher is, wenn je te een vreemde bevriende vrouw gaat. Nou, wieso? Zijn man laat zich niet bekäupen met geen geld op de wereld, die wordt je in Duits schieten. Zo zegt de schrift dat. Dan worden die EU ook krijgt. En dan weet ik, dat zet. Die hebben mij door nu gevraagd, ik kon die niet aanzetten, die zijn zo anständig en hard je mij nu aanstond. Dat kon ik met je niet. Maar wenn ik met den type arbeide en schaufde, dan kon ik endlich mijn Werte wat geven. Dat zijn de ganz wichtige momenten, bitte nutzt ze uit en blijft im Gespräch. Wenn die klein sind, dann reden ze zo hier. Aber wenn je die immer aufgeschoben haben, und die mit einmal Jugendliche worden, dann fangen die Älteren sich an zu interessieren und die Jugendlichen wel nicht mehr. Die merken dann te. Mama und Papa, als ich Frauen hatte, dann juch ich mich immer weg. Aber nu, wo ich Frauen habe, krijg so viele Frauen als je willen, je wordt het mij nog schritt schreeuwen. Deswegen ist es so wichtig, von klein ab ganz sorgfältig zu notieren, dass je weet wat in ihre Horte sich aufspielt. Ich möchte hier nu noch auf eine Sache der Rede kommen, die mir ganz besonders als Vater sehr wichtig ist. Ein Vater wird auf dem moralischen Gebiet, ich sage mal mit all den anderen Bildern, die es so viel auch im Internet gibt, über das andere Geschlecht und all die Nacktbilder, die du sind. Ein Vater, was du an nicht rennst, der wird die Kinder sehr schlecht ertragen können. Das ist eine sehr wichtige Sache. Bitte check du nur, dass die rein sind auf diesem Gebiet, dass die dort nicht an der Unmoral leben. Warum willst du nicht Kinder werden, dass selbst hier zur Hölle kriegen? Das ist von der ersten Tag so einfach mit der Elektronik, dass sie andere Bilder zugeschickt kriegen von ihren Freunden oder sonst wo. Und dann kann das ein Kind, wenn er ein einziges Mal dabei nennt, für sein ganzes Leben eine Sucht gefangen nehmen und dann ist er verbrückt für die Ehe.
Der kann keine stabile Ehe abführen. Wenn nu aber ein Vater rein ist, dann kann der seine Kinder auch seine Jungs auch zur Reinheit führen, leiden. Und das Schöne ist, wenn dann der Vater eine gute Beziehung hat, in dem auch abklären kann, was sich gehört und was sich nicht gehört, dann ist sein Einfluss stärker aus dem Internet. Dort ist stärker aus seinen anderen Freunden, was er hat von den Jungs in der Kinder. Und die Kinder waren jene Frauen, nur Rotfrauen, auch wenn sie noch über 20 Jahre sind. Bei 24 Jahren Frauen sind die Kinder noch Jahren ihren reinen Vater, was soll ich tun, wenn das schadet? Und das ist die stärkste Kraft, was wir Vater beide kennen. Nicht die Mutter. Ich will die Mutter nicht entwerten. Aber die hat ihre Zeit, bei uns besonders, wenn die Babys durch sind, da kann die Vater nicht ersetzen. Aber wenn die Kinder Teenager waren oder Jugendliche waren, dann brauchte die Begleitung von dem Vater ganz besonderer Ort. Und bloß ein moralisch reiner Vater kann seine Kinder durch einen Halt geben, eine Stadt sein, und das ist sehr, sehr wichtig. Bohnab, ich habe vorher gesagt, Gott hat uns die Kinder geschenkt, er möchte die 3 haben, wenn die ertrocken sind. Wie kann ich die 3 bringen? Maar bloß du dich, dass je eine biblische Geschichte vertalen. Und vertalen, was die Schrift wichtig ist. Oder vielleicht auch verlesen, was auch immer. Die meisten Vaters lassen die ganze Kindererziehung in der Mütter. Auf die Worte te beten leren, oder auf die Worte die Bibel lesen. Hier das bloß von der Mutter oder hier auch vom Vater. Meine Frau und ich hatten eine Zeit lang ein bisschen Streit. Wer wird nicht die Kinder zu Bad bringen, wer wird die biblische Geschichte vertalen? Dann einmal waren wir uns einig, immer wenn ich tüß sie, weil ich wie so ist viel Werk nach Weih hast, meine Frau. Immer wenn ich tüß sie, ist es immer meine Abgabe. Im Bett von der ersten Tag lese ich die Kinder jeder Abend einmal eine Geschichte für und wir reden darüber, was die Bibel sagt. Und das hat sich sehr gut bewährt. Und die Kinder die worden dann auch vom Heiligen Geist angeleitet zu gehorchen. Die wollen dann von sich ihren Mama und Papa gehorchen. Die sind dann nicht bloß gehorsam, weil sie Angst haben für die Strophe, sondern der Geist Gottes lädt und führt ihren zu gehorchen. Wenn das bloß die Mutter überlassen wird, dann man einmal kriegt das Kind die Botschaft, beten und Bibel lesen, zu Kirche gehen, als bloß was für schwache Frühe und für Kinder, aber nicht für richtige große Männer. Mein Vater braucht das nicht, und der hat das auch nicht. Aber wir waren irgendwann alle clean. Wir brauchen sehr dringend unseren Heiland Jesus Christus. Und dort müssen wir auch die Kinder mitgeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn der Vater es tut, die Kinder respektvoll bejahend und respektvoll groß trägt, dann werden das gute Arbeiter. Und dann kriegen die auch gleich eine Arbeit. Der Vater ist sogar wichtig, dass die Kinder eine gute Arbeitsstelle kriegen. Du wir mal ein James Dobson, der hat mal einen großen Firmenchef, der eine große Fabrik dreht, mit sehr viel Arbeiter. Dann fragte dem, wo checkst du, wenn du einen Mann anstellen lässt? Er sagt, ich frage immer, wo stehst du zu deinen Vatertus? Gleichst du dem oder wo steht er? Wenn der Junge sagt, ich kann dem Vater vielleicht nicht in der gleichen Sippe sinnig, dann will ich dem auch nicht als Arbeiter haben. Willst du was mehr Fußzeug mit mir Trouble haben? Wenn der Junge aber sagt, ich gleich meinen Vater und ich respektiere dem auch, ich staune, was er alles leistet hat, dann wird das auch für mich ein sehr guter Arbeiter sein. Seht ihr, wie unsere Kinder der Zukunft sichern, dass sie eine gute Annahme haben und dass sie eine gute, wertvolle Arbeitsstelle haben. Und wie ist das dann auch mit der Verantwortung? Das ist hier nicht von uns fair, dass die Adam und Eva in einem Garten gesagt wurden, was sollen die tun in diesem Garten? Die sollen planten und die sollen die Tiere besorgen. Wenn ihr wollt, dass die Kinder verantwortlich sind, gebt ihr eine Abgabe mit Planten oder mit Tieren, das interessiert ihr sowieso für ein Säuer, das ist was scheint. Die gehen dann Chalwa holen, oder halbe Maltje, oder besorgen Schub, oder die haben Fähltjes, oder Wachtel, oder Heiner, was immer die besorgen müssen. Und
du lehrst sie dann auch Verantwortung, regelmäßig einfach die Tiere zu pflegen. Wie weit alle, wenn heute ein Notsturm ist und die Heiner nicht gut in Föder haben, dann können die ganze Heinerstall über Kopf legen. Dann sind sie tot. Aber die verloren. Du wie mal ein Kind, das will soll hier ein kleines Strom und Fäulchen haben. Naja, dann kaufte der Eltern, aber der besorgt das nicht. Einmal bleibt die Mutter da hängen. Dann sagt die Vater, nu aber das nicht mehr besorgen. Dann wird es gestorben, das ist ein Dent. Das Fäulchen lag über Kopf und wir dort und das Kind hat meist wachgehielt. Dann sagt die Vater, nicht habe ich die frisch ein, weil man sein, dass das Leben bleibt. Und dann bleibt das Leben. Dann kriegt das Tier einmal zu essen und zu trinken. Und dort ist dann dort Verantwortungsgefühl, was wir brauchen, wenn die Kinder groß sind. Dort lädt sich dann sehr leicht. Planten müssen besorgt, sonst verdrehen und Tiere müssen besorgt, kriegt sie gut. Und dort ist ein sehr einfaches Mittel, an die Kinder Verantwortung mitzugeben und auch Verantwortung zu lernen. Das ist ja ganz wichtig, dass die Jungs vor allem auch lernen, dass man Mädchen nicht schlagen darf. Und die Jungs wollen das meist nicht begreifen, wenn dann die Schwester sich so benehmen als eine Kase, dann muss man ja auch mal mit was verhaben. Nicht? Das darf nicht sein. Wir Männer wie Jungs haben unsere Muskeln, um die frühest, was schwacher sind, und die Kinder sind, zu beschützen. Aber nicht, um die raufmerken. Das gehört sich nicht. Du hast mal so gestanden, ich wohne lang, da war ich gleich nach 19 Jahren, auch noch ein ziemlich großer Arscheld. Dann lebte ich in einem Dorf. Dann sah ich mir einmal, dass alle Dorf sind, nur einem Fremden zu prallen. Der wurde dem Hund verteidigt. Dann sagt mein Wirt, wo ich wohne, da noch. Du brauchst dir keine Angst haben. Wieso nicht? Na, weil dort wird der Rand erst eine Sage. Der war dann bloß interessiert, aber verrieten waren sie nicht. Da habe ich gedacht, Mensch, was Hund weiter, das soll wir Männer uns auch weiter, nicht? Ne, früh schlägt man nicht, und der hat man auch nicht weit. Den muss man beschützen, und dort haben wir unsere Kraft. Dort muss der Junge von uns tun, auch mitkriegen und auch lernen. Wir haben also gehört, wie wichtig das ist, aufrichtig zu sein, ehrlich zu sein, rein zu sein. Das geht allein durch Jesus Christus. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich sehe nun all von 98 einmal mit Zentralschüler am Unrecht. Und ich möchte Ihnen treuerweise mitteilen, dass jetzt keinen Jugendlichen in der Zentralschule wird nicht mit anderen hätte verhaftet. Und ich glaube, wenn wir eine Zukunft haben, wo wir das machen, von ganzen Herzen ankämpfen, dass wir reine Ältere sind, Vorder und Mütter, wo dann unsere Kinder auch Terrain haben anhalten. Und wenn ihr sagt, geht nicht, ans himmlische Vater sagt, ich ziehe durch, jente Kraft zu geben. Geht dann nicht neu und sagt dann, bitte halt mich. Die Kraft an Jesus Christus wird ans euer Boden. Wir brauchen ihn bloß ganz ausdrücklich nur beten und er wird uns nicht im Stich lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und je vorher, noch vielleicht ein Satz, wenn jene Dächter anwachsen, die haben es auch neidig, dass die auch noch, wenn sie Teenager oder Jugendliche sind, eine Reinheit auch mal am Armen. Dann sei die best ja wirklich eine hübsche Mial geworden. Schon, dass ich all Mutter gefreut habe, sonst würde ich die auch noch nehmen. Aber auf jeden Fall, die brauchen auch diese positive Bestätigung, dass die nicht alte schwinden in irgendeinem Gassenbein in der Arms landen und dann vielleicht ein Trüget Anfang merken mit ihrer Ehe und Familie. Diese Komplimente, da brauchen ich eine Durchdruck, aber bitte in Reinheit und auch in Keuschheit und Anstand, dass sich dort gehört, nicht, dass die noch mal einmal auf den Tour an jene Dächter vergrieben, das darf nicht sein. Aber die Dächter brauchen auch Komplimente, die brauchen dort, dass die bestätigen, dass sie wunderbar sind und sie sind auch eben von Gott gewollt und geläuft, das ist ganz, ganz wichtig. Die open ehrlich sind und bekennen, was nicht in Ordnung ist in unserem Leben, dann hast du gesagt, bist du treu und gerecht, dass du uns alles verzeihen wirst. Schenk doch, dass wir uns nicht zu schuld sind. Dass der Schand uns nicht war trägig, dass wir pleitsch blieben. Dass wir wirklich uns auf ein Bein stellen und sagen, Vater, hier sehe ich kann nicht anders, ich brauche die dringend. Ich weiß doch,
dass ich in diesem Zustand für ewig verloren gehe, wenn du mich nicht heilen lässt, wenn du mich nicht vergeben lässt und wenn du mich nicht reinwaschst lässt. Und wir sind dir von ganzem Herzen dankbar, dass du uns nicht bloß noch abgehst, sondern du wirst uns auch helfen. Du wirst uns beistehen. Wir haben dort eben bloß jeder Tag nötig, in dein Wort zu forschen, Wort von Rot du es, in einem Gebet zu dir zu kommen, in uns mitzuteilen, in die Sprache uns beizustehen zu helfen. Du hast in dem Sinn noch niemals uns Lade uitgehen lassen. Und so möchtest du hier in unsere Gebete erhören und uns begleiten. Das ist ein wunderbarer Trost in Gemeinschaft durch den Geist, den du uns schenkst. Mocht auch dein Wort nicht ladig vorbeigehen, sondern dort hört, was das nötig hat, wirklich anrühren und dort zu deiner Kindschaft führen, zur Verherrlichung von deinen Namen. In Jesu Namen bete ich dort. Amen.